Ik weet in een eekboom, de staat aan de zee. De Nordstorm bruist in zijn knest. Stolt trekt hij de mächtige kroon in de Höhe. So ist das all 1000 Jahre lang West. Kein Menschenhand hat einen Plan. Hij rekt zich von Pommern bis Nederland. Ja, meine liebe Damen und Herren, ich freue mich ganz doll, dass ich heute hier mal wieder in Aaf wehen darf. Denn von 1982 bis 1989, oder 88, weiß ich gar nicht mehr so genau, da wäre ich hier mal Schulmeister. Hier Kriegsblang an in der Stapel-Holm-Schule. Und ich habe hier vor ein paar alte Kollegen getroffen, was mich natürlich sehr freut. Ja, ich habe sie just eben begründet mit einem Gedicht von dem großen alten Schliebersmann Fritz Reuter. Der Name, der kennt wie Aal. 19. Jahrhundert, Mecklenburg-Vorpommern. Und Fritz Reuter meint mit diesem Eckbaum, ja gar nicht der Baum, der Plant, er meint der plattische Spruch damit. Und ich will uns sagen, dieser plattische Spruch, der ist so schön und so stark als ein deutscher Eck. Und der weiß natürlich durch, wo der Nordsturm brust. Na gut, bei uns ist das meistens der Weststurm. Mit Nordsturm, das heißt mit Dänemark so, das Plattisch mal bedroht hat und so weiter und so fort. Und er sagt, stolz reckt dieser Spruch ihr mächtige Kron in der Höhe. Das schallt wegen Plattdeutsch, weil es ein größeres Gebiet von Deutschland schnackt, nämlich in das hele Norddeutschland. Und das ist nie eben wird. Und dann sagt Fritz Reuter, so ist das als die 1000 Jahre. Da sage ich, das schon lächerlich. Plattdeutsch ist viel öller als mein kümmerliche 1000 Jahre. Da kannst du nichts vertellen. Aber der letzte Satz, den stimmt dann natürlich wieder. Sie reckt sich, die plattdeutsche Spruch, von Pommern, Mecklenburg-Vorpommern, ne, da war Platschnack, bis, wie haben wir das schon gehört, bis Niederland. Denn wenn ein Niederländer und ein Plattdeutscher zu Hauptstauen tut, dann können sie sich, wenn sie das sinnig und Suche machen, dann können sie sich mit einem gewissen Punkt verstauen. Irgendwann ist Schluss. Dann merkt man all, das sind unterschiedliche Sprachen. So, bevor wir nur anfangen wollen, über die Geschichte von der Plattdeutsch, auch in Schleswig-Holstein was zu vertellen, fangen wir doch mal an mit zwei Wörtern, um erstmal die Bedeutung von der Plattdeutschen klar zu machen. Das erste Wort steigt immer in den Titel von meinem Vortrag, der ähnlich 1,5 Stunden lang ist, das schaffe ich hier nicht ganz. Und diese Vortrag, der heißt denn, ob Plattdeutsch heißt das Moin. Du kommst auf Bach-Lüd oder Süden von unserer Republik hier hoch und sagst, der hier baum, der hat einer den Markt. Das sagen morgens, wenn sie abstauen sind, da sagen sie guten Morgen zueinander. Und abends, kurz bevor sie ins Bett gehen, da sagen sie wieder guten Morgen zueinander. Also irgendwas kann mit den Lüd doch nicht stimmen hier vor. Und sie weten das wahrscheinlich, Moin hat nichts mit morgen zu tun. Moin kommt von das schöne, alte, plattdeutsche Wort Moi. Und Moi heißt schön, angenehm, gut. Und dann könnt wir sagen, ich wünsche dir einen schönen Morgen, einen schönen Mittag, einen schönen Abend und eine moje Nacht. Jetzt habe ich immer schön gesagt. Und eine moje Nacht, ja. So, wenn wir jetzt bloß das eine Wort noch nehmen, mojen Morgen, mojen, und schnacken das Bettgauer ut, moin, moin, dann habt ihr das. Also wir sagen einfach bloß schönen, schönen. Wieder doof, wie du nicht. So doof, wie die da immer denken, so doof sind wir gar nicht. Und das zweite Wort ist ja vielleicht noch erstaunlicher. Und das passt doch wunderbar zu dieser Gelegenheit. Sie kennen alle die Leitwährung von uns Welt, das ist der Dollar. So, wenn wir nun nachkicken wollen, wo kommt das Wort eigentlich her, dann nehmen wir mal ein gutes, ja, was heißt eigentlich Lexikon auf Plattdeutsch, wissen Sie das? Schlagen Sie Lexikon einfach Trüchwarz ut. No, Kiksel. Na gut, wir nehmen gute Lexikon für Hand und da steigt dann bin, Dollar, Klammer ab, Niederdeutsch, Klammer to. Das ist ein plattdeutsches Wort. Das kommt von der plattdeutschen Dollar und der hochdeutsche Taler. Und du kannst mal sehen, mit dieser plattdeutschen Dollar, du kannst für überall in der hele Welt betonen. Und da sehen Sie mal, was für Macht die Plattdeutschen haben. Naja, nun habe ich vorhin gesagt, Fritz Reuter behauptet, Plattdeutsch ist 1000 Jahre alt. Ich sage das langt überhaupt nicht. Wenn wir zurückwollen an die Wurzeln von der plattdeutschen Sprache, dann wird wir ungefähr 1600 Jahre in die deutsche Geschichte zurück. Da kommt wir in die Zeit von der Völkerwanderung, 400 nach Christus. Da gehen wir damals, als die Hunnen und die ferne Mongolei umneiden, wollen China überfallen, aber der haben schon die große Mauer gebaut. Und dann sind sie wieder trocken bis nach Europa. Und da sind sie auch unsere Vorfahren abknallt. Ob der German, Deutschland gibt das damals nicht. Die Deutschen auch nicht. Der deutsche Sprach auch nicht. Das geht bloß die germanischen Stämme. Und die haben alle erst Stammessprach geschnackt.
Die Bajuwaren und die Goten und die Franken und die Vandalen und wie sie alle heten. So, und überhaupt ich damals, 400 nach Christus, da gibt es ein germanischer Stamm, der hat eine Fürform von Plattdeutschnack. Und ich kann mir vorstellen, da kommen sie nicht so ganz sauber. Also viele Süddeutsche denken ja immer, sind das vielleicht die Friesen. Hier oben im Norden, da waren doch die Friesen. So wegen, das ist Quatsch. Die Friesen schnacken ganz anders. Ungefähr so. In Lohnsregierung Plan, dann die Grünschaulere von der Jahresklasse auf irgendwie auch an Fremdsprache Lehre schauen. Haben Sie wahrscheinlich knapp verstanden, Herr Miguel. Ich hoffe, da ist kein Fräs dabei. Ich bin immer nicht ganz sicher, ob das auch richtig ist. Dass die Landesregierung plant, dass die Grundschüler von der ersten Klasse ab an auch eine Fremdsprache lernen sollen. Das wäre frisch. Die Friesen, die kommt durch das Gebiet von der Rheinmündung, ne, da haben wir wieder Holland, da gibt dann auch noch die Provinz Friesland, da wird Friesisch schnackt, nicht Holländisch, sondern Friesisch schnackt. Wie sind dort Westfriesland? Die Friesen sind dann wieder trocken nach Osten von Sint-Ut, nach Ostfriesland. Überlegen Sie mal, wo liegt denn Ostfriesland von uns gut? Kägen. Im Westen, seltsamerweise. Aber von Holland gut, da macht das Sinn, Ostfriesland. In Ostfriesland war komischerweise bloß noch Plattdeutschland. Bloß in einzige Gemeinde hat sich das Friesische erholt, in das Saarland. Und dann sind sie wieder trocken nach Nordfriesland und da gibt es natürlich Friesisch in ganz unterschiedliche Dialekte, ob Amrum Ömrang, ob Föhr Ferring, ob Sylt Sölding, ob Helgoland Halunderfrasch, in Leck und Umgebung Moringer Frasch und so wieder und so fort. Vor 1000 Menschen, die das noch schnappen. So, wie sollen nun immer noch den germanischen Stamm, der für 1600 Jahre alt Plattdeutsch schnackt hat? Tja, und das wären die Sachsen. Nun haben sie doch wahrscheinlich, wenn sie das hören, Sachsen, da haben sie ganz was anderes im Ohr. Vielleicht so ungefähr so was. Da guck ich auf den Zaun aus, uns regnet es hier, da wo er nass. Jetzt scheint die warme Sonne wieder rein, da wo er wieder hübsch und fein. Oder, einer alleine ist nicht schön. Eine alleine ist auch nicht schön. Aber einer und den alleine, das ist schön. Ja, daran denken wir, wenn wir Sachsen hören. Wir denken an Leipzig und Dresden und Köln und Gaza und so wieder und so fort. Und Tobi, und nun wird sich der eine oder andere hier in der Säule wahrscheinlich wundern. Sehen gesessen, ursprünglich gar nicht da ganz näher an der Elf, da wo sie hüt, so wie das da hüt heißt, sondern sie sehen ein ganzes Stück wieder bauen. Nämlich um das Jahr Null rum, für 2000 Jahre, da sehen sie in das südwestliche Holstein. Nördlich von der Elf. Ich kann sagen, in den Kreise Dithmarschen, Steenburg, Pimbach und Stormarn. Das wäre die Urheimat von den Sassen. Da kommt sie her. Und in den nächsten 400 Jahren, mit 400 nach Christus, da sind sie rüberwandert über der Elf, hören Sie mal hin, Niedersassen. Und dann sind sie noch wieder durchgegangen mit Sachsen-Anhalt. Und dann wäre Schluss. Und das, was wir heute als Sachsen bezeichnen, das hätte mit dem Volk von den Sachsen überhaupt nichts zu tun. Das ist eine historische Entwicklung. Du hättest ein Fürstentum mal da verlagert. Also ähnlich sind der Thüringer da unten. Und dann, wenn ich hier just eben Normark habe, das ist ähnlich der oberthüringische Dialekt, kann man sagen. Das hätte mit der Old Sassen überhaupt nichts zu tun. Man kann das natürlich auch beweisen, dass das die Sassen wären. Ein Teil von diesen Sassen lebte mit einem anderen Volk ganz im Norden von unserer Heimat hier, von uns schönes Schleswig-Holstein, nämlich in der Gegend von der heutige Schleswig und Flensburg. So wie wir diese Landschaft mögen, nicht? Angeln. So, diese Angeln und die Sassen, die sind damals in der Völkerwanderung und nahe und sind in Trene und der Eider und der Nordsee vor und sind auf einer Insel landet, die die Römer just vorher verloren haben. Die britische Insel. Das wären die Angelsachsen. Die haben sich vorher schon so ein bisschen mischt in Niedersassen. So, und dort sind sie landet. Verglichen wir doch kaum wohl unser plattdeutsche Spruch mit das Engelsche. Dann waren wir Magen, das ist meistens zu übel. Wenn ich zum Wochenmarkt gehe, dann kaufe ich 1 Pfund Kartoffeln. Und der Engländer 1 Pound. Ich sage hier 2
Und der Engländer tu. Aber schreiben war das 2. Meister Zölle. Ich hef in meinem Boss ein Hart. Der Engländer sagt so, my heart. Leute werden Fürnehmer schnell das ist der ganze Unterschied. Wenn wieder irgendwo fort ist, dann mag ich wieder den Soll drüber. Der Engländer nimmt Soll. Wenn ich gut gehe, geht nur die Tür. Der Engländer tut die Tür. Nun kommen Sie aus einem Moment, wo das sind ja also für, die gibt dann in Hochdeutsch auch so ungefähr. Kann Sie das mal mit einigen Wörtern machen, die gibt das in Hochdeutsch gar nicht. Hier in diesem Raum sind many Leute. Many, das ist Plattdeutsch. Viele. Englisch, many. Ich will Ihnen just mal klar machen, wo das Plattdeutsche herkommt. Just, sagt der Engländer. Wir sind Anfang Clock Time. 10 o'clock, sagt der Engländer. Und wenn ein Plattdeutsche, also just in Nordfriesland, der andere sagt, du hast schon einen an der Map, dann sage ich, du bist schon mal. Und der Engländer, oh nee, das wäre das verkehrte Wort, ist mir drin. Mal passt und hier kommt ein anderes Spruch, weil ich sag mal, du bist schon selig, sagt der Nordfries, du bist schon selig. Und der Engländer, you are sin. Auch Meisterzöhne. Und so kann man natürlich Bibel, das gibt die ganze Bach, englische Wörter, die finden wir in plattdeutsche Wörter oder umgekehrt. Und das ist okay, Wunder, denn der größte Teil von der englischen Sprache, die stammt aus dieser alte sächsische, Klammer auf plattdeutsche Stammessprache. Da sind noch andere Einflüsse reinkommen. Wenn wir Selbstbewusstsein haben, dann hören wir singen, der Weltsprache, der heißt nicht Englisch. Naja, wie war das nicht übertrieben, aber man kann doch so eine Idee kommen. Wenn wir uns nochmal anschauen, was hat sich überhaupt verändert in den Sprachen in Nordeuropa? Vergleichen wir doch gar mal. Sie kennen all den Knösel, den wenn ich irgendwie ein Schmöcken mache. Ne? Ich als Plattdeutsche, ich sage doch, mein Piep. Der Engländer, Pipe. Der Norweger, Piepe. Der Däne, Bibel. Und der Holländer, auch so ähnlich, Pipe, glaube ich. Ne? Das sind, okay, das sind alles ganz normale, vernünftige Menschen. Aber jetzt hören wir uns doch eben gar mal den hochdeutschen Quitsche an. Was sagt hey denn zu das Ding? Pfeife. Das kann man meist von die Ut schneiden. Das spart sich ja richtig in den Mund. Denn wie Plattdeutschen haben wir in den Mund ganz normal einen Tong. Und der Holländer, glaube ich, auch einen Tong. Und der Engländer einen Tang. Und der Däne einen Tunge. Und der Norweger einen Tunge. Alles ganz vernünftige Menschen. Ja, aber nun kommt der Hochdeutsche wieder. Was hat er hier im Mund? Eine Zunge. Und der bringt es sich dann meist jedes Mal durch die F, wenn er das ausschneiden kann. Das hat mit Lautverschiebung und so wieder zu sagen, die das Plattdeutsche nicht mitmacht hat und alle anderen nordeuropäischen Sprachen auch nicht. Deswegen sind sie alle sehr ähnlich, aber das Hochdeutsche, das hat sich verschoben, das hat sich gewaltig verändert. Ja, wenn wir nun mal in die Zeit von der Mittelalter gehen, dann, Sie kennen alle der Hanse, Chefstadt Lübeck, 1300, 1400, 1500. Der Lübecker Bürgermeister ist damals ein von den mächtigsten Politikern in ganz Nordeuropa West. Und dieser Bürgermeister hat bloß Plattdeutsch schnackt. Jede von seinen groben Reden bloß auf Plattdeutsch. Und die Koblüt, die von der Hanse dann unterwegs wären, die sind rumfort in ganz Nordeuropa. Und die haben alle Plattdeutsch schnackt. Denn durch der Hanse sagt man auch die niederdüdische Hanse, die plattdeutsche Hanse. Und mit der Plattdeutsch, da sind sie zum Beispiel in Bergen in Norwegen, in Brügge in Belgien, in Novgorod in Russland, in Amsterdam, in New York, ich weiß nicht, in London und so wieder und so fort. Und überall da habt ihr Plattdeutsch schnackt, der Hanse-Koblüt. So, jetzt waren sie sich vielleicht wundern, du kommt vielleicht doch noch was hier. Die drei skandinavischen Sprachen, Schwedisch, Dänisch und Norwegisch, stammt in Vokabular und Grammatik mindestens 1/3 von der Plattdeutsche ab. Das Schwedische gibt Wissenschaftler, die sagen sogar bis zu 50%. Wenn Sie mal dahin fahren, achten Sie mal darauf, nicht wie die Leute das ausschneiden dürfen, sondern wie sie das schreiben dürfen. Dann war es ein ganze Bach Plattdeutsch war da drin. Und Schnack war dann anders. Sie kennen alle das Beispiel auf Dänisch, nicht? Auf Dänisch rote Grütze mit Sahne. Der Däne schrift das Röd, Gröde mit Flöde. Aber wie schnackt der das gut? Roll, Groll, Mel, Flöhe. Gut, da war das Schmor. Aber Schweden so ähnlich wie in Plattdeutsch. So, und als allerletztes noch, muss ich merken, ich komme noch stundenlang geblieben, da war ich aber die morgen, die Titel hätte ich auch leider nie, aber
Vielleicht finden die noch mal die Gelegenheit. Als allerletztes noch mal, wieso redet denn überhaupt Plattdeutsch? Plattdeutsch kommt unter das Holländische. Ne, wir haben immer wieder den Holländer hier entwickelt. Die Holländer haben nämlich damals meint, ihr Nobers, ob der andere sieht von der Grenze, der schnacken ein plates Deutsch, ein klare, ehrliche, verständliche Deutsch. Und das Wort ist Plattdeutsch geworden, das hat überhaupt nichts damit zu tun, Plattdeutsch für die Leute, ob das platte Land mit dem platte Schädel, sondern das kommt einfach von den Holländern. Meine lieben Damen und Herren, das wird so ein lüder Eindruck von Plattdeutsch von ganz, ganz früher. Und Sie merken, was für eine große Rolle Schleswig-Holstein dort gespielt hat. Leider oft vergessen. Und nun kommen wir in die Niezeit mit Marianne Ehlers.